Mengen mit könne so dass mehr Pioniere von E-Sport heute zuletzt sind aus der Staat gesagt, dass das Gaming-Kultur existiert Metaverse, NFT, Krypto alles was bisschen digital ist weil als Leute durch Gamers das sind meistens die wo in einer digitaler Welt NRW sind soll sein Ziel nie aus den Ahren verlieren egal wie schwer auch der wäre. Diese Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Busseler und ich bin heute Mann. Philipp Iverich, an heute Mattea, den Fabio Panachot, de Aguiar bei uns. Fertig. Fertig gesagt. Absolut richtig. Man nicht einfach den Numm zu üben, sondern was. Nur mal gefragt. Panachot, willst du ganz kurz erklären, für was du so heißt? Für was Panachot? Das kennt aus der Gaming-Branche natürlich, wo die meisten, die an der Gaming-Branche auch arbeiten oder tätig sind, so einen Spitznamen haben. Das heißt Gamer-ID am Anfang, wo sich dann auf Playstation, auf Steam, auf PC, überall an den Spieler rümpfen. Das heißt, an den Spieler finden mich dann meistens mit dem Namen. Überall, ja. Was immer überall Panachot. Immer Panachot, ja. Wie kommst du darauf? Meier Panna als am Anfang am italienischen wann in Petit Pont mischt, also zwischen den vom Spieler am Fußball spielt an das Spielmensch wo am meiste gespielt war an der Zeit das war 2008 den Pro Evolution Soccer 2008 oder den nächsten op der neuer Generation PS3 Demo sind am meiste gespielt und so rausgesicht. FIFA war ich keine so Fan an der Zeit. FIFA war auch ein bisschen hand dran. Also die meisten Leute derzeit haben wirklich Connoisseure vom Spiel, weil das war besser developiert wie damals FIFA. FIFA war mehr, wie soll ich so, du hast gemeint, gehst Eishockey spielen, weil die Spieler so gegleitet sind, aber nicht richtig gelaufen sind. Dann war schon mehr die realistische Spielsimulation. Auch Schott eben, wenn es dem Scheiße, wenn es dem... war das zweite Spiel, das ich am meisten gespielt habe, war der Call of Duty. Den MW2, Modern Warfare 2, manchmal bekannt von die meisten Leute so nach Haut, dass das der beste Call of Duty von allen Zeiten war. Und dann habe ich einen Mix Panna an Shot, da war dann Panna-Shot gehen. Okay, was ich. Also ein Thema, was besser ist gerade. Also nur FIFA, aber besser, gell? Ja, Lo ganz klar FIFA schon die letzte, was soll ich so, bald 10 Jahre hat FIFA wirklich nur komplett viel Trick gewonnen, so mal Paare vom Marché an Lo muss ich gucken, wie dann Zukunft geht, weil Zukunft das ziemlich ungewiss. Wirklich? Weil FIFA, also die offizielle FIFA nicht mit Lizenz und EA Sports geht für FIFA dann 24 zu nennen. Es gibt keine 24. Für was? Die FIFA 23 ist die letzte. Das geht um Trachter, die gehen dann Kontrakte, so 5 Jahre, 10 Jahre. Ich meine, sie mal hier ein Spiel oder sie gehen einen anderen Trachter. Also das ist noch nicht wirklich gewusst. Auf jeden Fall, EA Sports hat mal also angekündigt, dass er hier ein Spiel weitermachen mit wird nämlich FIFA herrschen. Aber sie haben das Produkt fertig. Sie haben die fertige Produkt. Sie können den Namen nennen, wie sie können Milka Fußball nennen. Sie haben gesagt, sie dürfen nicht EA Sports FC nennen. Ja. Mega, den Namen. Ja, aber so lange Spiel, gut, weißt du, FIFA muss ja ein ganz neues Spiel programmieren. Oder sie schaffen mit einem anderen zusammen, zum Beispiel Konami, wo den Pro Evolution Soccer hört, dass sie dann Lizenzen kriegen für alle guten Nimm für und allem auch zu kriegen für die Lizenzen. Da gibt es doch noch einen dritten U-Wärter, die kennen die Leute noch nicht so, das ist UFL für Ultimate Football League, Mengen steht dort. Das ist ein ganz neues Studio, Strikers, Mengen, das die herrschen. Die kommen die sind schon seit 2 Jahren am Gangen, Sachen zu teasen, Trailers, Stadien, Gesichter, Ambassadeuren zu weisen. Sie gehen ein bisschen einen anderen Weg wie FIFA. Das heißt, sie so ein Fair-to-Play. Wirklich Fair-to-Play, weil bei FIFA gibt ja viel gehört, dass sie mit ihren Pack, wo ihr viel Suche muss investieren für den Ultimate-Modus, da Tausende von Euro muss investieren, für überhaupt keine Matze halten. Sie spielen ein bisschen mit dem Term, weil die Leute sagen, dass es Pay-to-Winners, FIFA, die war meiste bezahlt, die da gewinnt. Und UFL geht ein bisschen den anderen Weg und nutzt das ein bisschen für ihre Kommunikation, für da ein bisschen so den Nielebau
auszuführen. Meinst du dann, tut den eine Chance, also ich spiele da irgendwie durchzudringen? Das ist schwierig zu sagen, bei einem Marché, wo FIFA wirklich ein kompletter Marché die letzten Jahre hat. Für lo neu Spiel, das ist natürlich ein großes Ziel. Für do dann also den FIFA, den EA spielt für FIFA do vom Thron hochzustoßen. Sind das echt alles amerikanische Firmen empfangen? Hi, also, wenn ich mich nicht irre, eine europäische Firma, Strikers Inc., nicht heißt, und ja, das weiß ich nicht genau, wir machen den osteuropäischen Raum, wenn ich mich nicht irre. Weißt du durch Zufall, wie groß der Marché ist, vom Volumen von Geld, den du fließt? Also EA hat ganz viel so gemacht. Ja. Wie viel das geht über Milliarden raus, ganz klar. Wie viel genau habe ich noch nicht am Kopf. Das sind Zölle, wo ich müsste recherchieren. Ich meine, Leute realisieren das nicht mit so. Das Milliarden und Milliarden Umsatz von einem EA mit der Franchise da gemacht hat. EA hat ja auch noch ganz viele andere Spieler. Sie machen auch den NBA Live. Und dann haben sie nach dem Madden, den High, da sind ganz viele Lizenzen. Komm mal, Gelenke zurück. Wen warst du, was hast du angefangen? Wie bist du an die Welt gekommen? Früher, das kann doch schon immer so. Absolut, ja. Das ist so ganz früher gekommen. Also meine größten Passionen, das war der Sport, an Zocken, also der Gaming. Und dann ist irgendwann den E-Sport, dann kam, war dann von der Mischung aus von meinen zwei größten Passionen, dem Sport und dem Gaming. Und so sind ich dazu gekommen. Und das ganz das Lo geht zurück auf 2012, wo die Idee entstanden ist. Und das Allerwitzigste ist am Anfang, das hat am Anfang überhaupt nicht mit Gaming zu tun. Weil 11F, wie die Leute das heute alle gut kennen, das war, das erste Projekt war 11 Friends, hat das geheißen. Von da aus kennt doch den 11F natürlich. Und 11 Freunde um Terrain war das immer am Fußball. Das heißt, das erste war am Anfang einfach nur eine Fußballseite, heute zu Lützeburg, für die aufzumachen, ich schwätze von einer Facebook-Seite, wo Spieler, Trainerinnen, Fans sich alle Guten zusammen können treffen, austauschen, wir haben einfach News gepostet. Und Leute dann Diskussionen gemacht, so haben wir angefangen. Das hast du allein gemacht, oder? Das war ganz am Anfang war schon länger, aber ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass ich ein kleines Team rundherum brauche. Und dann habe ich eben Leute, wo ich gesehen und die sind, also es waren Followers, die immens aktiv waren. Und ich dann eigentlich geschrieben, einen Abruf gemacht. Und dann hatte ich auch ein Team mit Redakteuren, so Louis, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen etwas groß machen. Und da war der ganze Rest, da war noch keine Idee von Firma gründen oder High oder The Gaming oder E-Sport. Von E-Sport 2012 war ja im Land überhaupt noch kein geschwärzt. Und da haben wir dann einmal Busreise gemacht für Fußballstadien am Ausland. Okay. Ganz genau. Das war die Grundidee, war eine Newsseite. Und mit der Community waren wir zu 24, mal zu 50. Einmal waren wir zu 100, hatten wir 2 Busse für 50 Leute, wo wir dann Mainz, Bayern gucken waren. Und so wird das zu Schluss alles abgebaut. Und die 11 Sportzeit, das haut eine richtig aktiv Seite mit 17.000 Followers an. 15 Millionen Impressions am Jahr. Was schon nicht schlecht ist. So, Tom, ich fange hier gleich mal schaffen. Und ich muss mir aber noch ein paar neue Kostüme und einen neuen Laptop kaufen. Ich meine, ich Poi kriegen. Man mit Access-Job von der Spurcase kannst du bis zu 50% von dem echten Nettosalär geliehen kriegen, für die du ein schönes Kostüm kaufen zu können. Ah, super. Und zu welchen Konditionen? Aber du musst überhaupt keine Zinsen bezahlen und du kannst lieber 3 Monate lang zurückbezahlen. Ja. Wisst noch, wenn die Eichka war, wo du dummer da so Suche gemacht hast? Materiesen, aber das war ein Sportpreis für die Mat zu gehen. Du konntest für 50, 60 Euro, 80 Euro Mat gehen. Wir einfach nehmen, also richtig Benefits haben wir nicht drauf gemacht. Wir haben einfach geguckt, was kostet da ist. Wir lohnen einen Bus, wir kaufen ein Ticket. Und das war dann ein Ticket, wo die Leute bezahlt haben. Für mich, für wirklich Community, für das wies, für das groß geht, für das gut davon geschwärzt wird. So selber lo gemacht und dass du absieverisch war, dann ein Profit, das du nicht entstanden. Ja, und wenn war die Eichka, wo du so richtig seriös Profit gemacht hast? Oh, richtig seriös. Profit machen wir heute. Ne? Nee, wie war es dann? Hast du die Zeit noch geschafft? Ja, die ersten 4 Jahre habe ich noch geschafft. Die Firma habe ich 2016 gegründet. Das ist 4 Jahre noch. Am Anfang war es einfach eine Facebook-Seite. In Hannover hatten wir einen Kontrakt, da haben wir eine Form juridisch gebraucht, um ein SPL gegründet. Und irgendwann, für zurückzukommen, bin ich erst richtig umgegangen. Das war da, wo wir Großkontrakte rangekommen sind. Schluss 2015, so nur 3 Jahre, wo ihn das ganz abgebaut wird, hat sich gesagt, hey, da kommen aber noch Kontrakte,
ran, wo schon ein bisschen mehr konsequent gehen, wo wirklich schon mehr an Tausender, vielleicht auch an 10.000er gegangen als die Zeit, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann haben wir gesagt, ja, Mama hab's mir seriös, geh mal mir seriös weh. Mit war mal nicht, wenn es so ist, war mehr Zeit, wo ihn investiert, und Gesundheit. Du merkst irgendwann, wenn du die Zeit, du 8 Stunden noch länger, normaler habe ich doch nebenbei geschafft, dann noch over 3-4 Stunden neben an dem Projekt Elevav investiert, und irgendwann merkt ihr noch, dass keine Zeit mehr hat, und da Defizite am sozialen Leben kriegt, wie Freunde mir gesehen, Familien, man hat Kontakt mit der ganzen Familie. Es muss ihn eben nicht schwer treffen, wenn den ganzen Tag okkupiert ist mit Sachen, da geht das eben au Detriment von anderen Sachen. Gesundheit für alle auch. Nicht mehr viel selber zurückziehen, rot, was nicht mehr am Schaffen. Also ganz klar Workaholic die Zeit, wenn in 12-14 Stunden den Tag schafft, und da tun ich eigentlich Jahre gemäht, du die Lasch vielleicht ein bisschen Mann auch aufgeschraubt. Irgendwann würde ich eine Decision holen, eine wichtige Decision. Und das ist der Schritt dann, wo ich 2016 Anfang des Jahres gemäht habe, für dann eine Firma zu gründen, und das können Fulltime zu machen. Und hast du schon als Kind oder so ein Dram, denke ich, Firma, also nur das einfach so spontan und das sich entwickelt? Als Kind nicht unbedingt, vielleicht mehr als Jugendlichen, ja. Okay. Wenn du fängt rauszugehen, vielleicht an Disco, und dann seht ihr, oh, irgendwann der Joe kein Disco. Und ich meine, den Wunsch doch so ziemlich jeder ein Kehr, weil das dann immens cool ist, weil ich mir auch geht, weil ich das ein bisschen mehr cool vielleicht fand. Und ein bisschen mehr pressiert durch Ruhe zu haben am Leben, weil das den Ausgleich ist immens wichtig, dass das auch auf den Kopf funktioniert, dann die ganze Körper funktioniert, ja. Wo du dann 14 Stunden Tag geschafft hast, was hast du realement geschafft? Also wo hast du die Zeit am meisten hingeflossen? Die Zeit lo 400 Firma habe ich eben an der Stadt geschafft. Ich bin aus dem Süden, da ist schon 2 Stunden Weg drauf. Mit den Hauptzeiten, Stoßzeiten, da gehe ich schon 2 Stunden den Tag, gehe ich schon auf Stau, hier und da. Dann 8 Stunden da habe ich natürlich mit der Pause nicht, da sind wir schon bei 11. Da sind ich heimgekommen, und dann habe ich noch 3-4 Stunden geschafft, dem Projekt. Das ist dann hauptsächlich Oves gewesen. Das ist, was hast du konkret gemacht? Ja, das war die 3-4 Stunden. Genau. Was hast du geschafft? Von allem. Also die 3-4 Stunden da, das war hauptsächlich Community abschaffen, News, auch mit den Redaktoren mal Meetings halten, für zu gucken, in welche Richtung gehen wir weiter. Oder respektiv die Reise, wo wir die Zeit da organisiert haben, E-Mails schreiben, dann eben den Bus reservieren, die Sachen. An viel Development noch geschrieben, Businessplan geschrieben, in welche Richtung geht es weiter, was machen wir als nächstes, was sind die Etappen, Ziele, wo wir wollen erreichen. Das war hauptsächlich die Arbeit, die ich an der Anfangszeit gemacht habe, ja. Wie lange hast du geplant? Businessplanmäßig so en avance? Oh, Businessplan schon direkt angefangen, und ich sagte mir, du musst dann 3 Etappen, du musst einen Businessplan à court terme über Jahr, den Ziele, du musst ihn auf 3 und den auf 5 Jahre. Okay. Hat schon 3 verschiedene gemacht, und dann die überall so, die muss nicht für das nächste Jahr sein, die können wir ein bisschen spät machen, da ich dann andere gemäht. Und so hat dann den Businessplan auf die verschiedenen Jahre, und kann ihn dann etappeweise noch 4 kommen. So hat ich am Anfang funktioniert, für das zu machen. 10 Jahre Businessplan habe ich nicht gemäht, weil den 3-Jahresplan wird schon um 1. Jahresplan geändert, und der 5-Jahresplan wird um 3-Jahresplan geändert. Das heißt, kann ich immer ungefähr festlegen, wo ich will hingehen, aber für ganz konkret zu sagen, hey, so soll es 5 Jahre aussehen. Das hängt von vielen Faktoren nach auf. Zufall, Leute, die ihr kennt, ein bisschen Glück muss auch dabei sein, aber für allem Consistency. Also du handelt bleiben, für seine Ziele zu verwirklichen, das ist immens wichtig. Und wenn du um 1 Jahr, oder nee, wenn du darauf zurückguckst, dein Businessplan noch 5 Jahre, weißt du, über deinem ersten Businessplan, oder weißt du, wie war das verlaufen? Drüber. Ja? Ja, das ist ganz gut gelaufen. Also Okay. die Evolution und den Development, das ist mehr sehr gegangen wie erwartet. Das eben, weil auch gut Leute drin sind, da sind schon nicht lang, schon regelmäßig Leute, die auch wollen helfen. Ob Events, ob einem Event mehr zum Beispiel 100 Leute, wenn wir vom Event LGX bestimmt noch nur schwätzen, da kommen 100 Leute zusammen, die den Tag da nicht mehr von neu schaffen. Und dann auch alle gut Exposen, das sind wir gerne bei 300-400 Leuten, die da schaffen. Wir auch, wenn wir zurück bei Elevav kommen, für den Mediadeal,
Redakteure, die regelmäßig da posten. Also das ist nämlich ein One-Man-Show schon seit längerem. Just noch ganz kurz, und da können wir effektiv auf Projekt zu Schwätz kommen. Hast du vielleicht Leute draußen, also was hast du geleiert an der Zeit am Anfang, wo du eben die Businessplan gezogen hast und angefangen hast, eine Firma aufzubauen? Also, was hast du an der Zeit geleiert, was vielleicht kann sagen, du weißt noch auf den Weg gehen? Für l'ODW, für eben da erfolgreich zu sein. Also für etwas independent aufzubauen. Weil geleiert habe ich immens viel, wenn ihn so etwas an die Hand hält, an den nächsten Plan will durchsetzen, da wird ihn oft wieder fett Stein stoßen an seinem Weg, die muss wegschrauben, die muss Solutionen finden. Was ich am meisten, wenn ich etwas soll nennen, geleiert habe an der Zeit da, das ganz klar, wenn ihn drauf bleibt, dass ihn nicht erreicht. Das heißt, es soll sein Ziel nie aus den Augen verlieren, egal wie schwer auch der Weg ist, weil es kommen Inkonnuien um Weg. Das ist viel programmiert. Es kommen immer Probleme, wo ihr Lösungen muss sichern. Und es findet eine Lösung. Nicht immer direkt, vielleicht dauert es doch ein bisschen, aber es findet eine Lösung. Es soll nicht den Kopf hängen lassen und immer drauf bleiben und da kann ihn alles erreichen, was ihn sich vorstellt. Hast du da so ein Problem am Kopf, wo du direkt dran denkst, so das war so... Schon viele Probleme am Kopf. Das Leben von einem Entrepreneur besteht quasi nicht mehr aus Problemen. Die Leute kommen tagtäglich auf dich zugelaufen so und Fabio, wir haben das und das, was machen wir? Und da muss ich eine Solution finden. Finden sie nicht immer direkt, muss ich ein bisschen nachsichern. Ein konkret Beispiel. Das war auch das Problem. Das Problem war. Es kann ein Sponsor sein, den aufgesprungen ist, so dein Auf, so, wo du aber schon fast angeplant hast an deiner Estimation finanziell vom Jahr. Das sind zum Beispiel Probleme. Aber da muss ich einen anderen sichern. Dann wird die Zeit für einen anderen zu finden. Ja, das sind so Sachen. Oft finanziell. Ich kümmere mich hauptsächlich den finanziellen Teil, Development an eben Garage bei uns. Und das hauptsächlich finanziell, wo ich immer gucken, dass es da klappt. Da das lo mittlerweile dem Status, wo wir los sind, ganz, ganz wichtig für Development und dass es funktioniert. Das war früher noch nicht so. Da waren es noch nicht so wichtig. Da war noch mehr Passion da. Nicht, dass die nicht mehr da ist, weil wir bestehen ganz, ganz viele als Passion. Ich bin nicht mehr passioniert Leute, sowohl Sport wie auch Gaming passioniert Leute bei mir schaffen, die sich gut am Milieu auskennen. Und ja, für lo sind wir auf einem Punkt, wo ein Investiment möchte. Und da muss natürlich auch der finanzielle Teil stimmen. Lief dir am Anfang am Moment für Sponsoren? Oder? Ein großen Teil ist Sponsoring, Okay. ja. Sponsoring von Produkten, von Events, die wir organisieren, Exposanten noch, da ist noch ein bisschen ein anderes Teil, wie ein reines Sponsoring, die eben Aussteller, die bei diesen Events ausstellen, verkaufen. Da kommen auch so ran, dann Reklame, wo wir verkaufen, also den typischen Media-Commercial, sowie auch all die bekannten Medien hier am Land, eben Spotte verkaufen, Plätze verkaufen, so das im Internet, am Radio oder an der Zeitung. Also wir sind wirklich digital, wir haben keine Zeitung, kein Radio, wir bei uns ist wirklich digital. Ja. Wo wir Kampagnen proposieren, wir hatten eine Kampagne für die Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel laufen, die dann powered by Gölle Frohers zum Beispiel. Also, so funktioniert das bei uns, den Daily Business, ja. Aber wie viele Employeen hast du mittlerweile? Wir sind zu 6. Zu 6? Ja, 6 fix und dann noch ein Jet Freelance, Okay. die auch bei uns in einer Kontrakt stehen. Okay. Willst du eigentlich auf die Einzelprojekte angehen? Ganz gerne, ja. Also fängt du mit dem meisten Herz Du war nicht, oh nee, so das wird nicht aus. Und Sponsoren nur gucken, das sind nee, dann kannst klar, die Sponsoren wissen dadurch, das Herzstück von uns, das ist Dalgix. Ich meine, du sind wir vielleicht noch ein bisschen mehr bekannt, das hängt davon ab, wie ihr warf. LGX, Luxembourg Gaming Experience, die seit 2016 auch gibt mit der ersten Edition. 2 Jahre Pause, wenn es Covid-19 an der 5. Edition letztes Jahr war. Das heißt, 2023 feiern wir dann die 6. Edition. Ja. Und das ist so den ziemlich wichtigsten Gamer-Treff hier im Land und an der Großregion, wo man der Lux Expo all Jahr einmal
eng Foire organisieren, nicht nur für Gaming, mehr alles, was dem Milieu Gaming touchiert. Das heißt, auch die neuen Technologien sind da, weil für zu zocken brauche ich noch einen schönen 4K Ultra OLED-Fernseher, brauche ich ein gut Sono-Flight oder die neuen Konsolen, Handy, als Mobile E-Sport, das ganz groß geschrieben, die neuen Handys. Mir auch der Cosplay-Milieu hast du ganz groß geschrieben. Cosplay, für die, die nicht wissen, Kostüm, Player. Es gibt Cosplay, das sind Leute, die Kostüme fabrizieren, selber bauen, zusammen basteln, strecken, was immer nötig als Rüstungen, für dann so nur wie möglich und einen Gaming-Charakter, also fiktive Charakter, zugleichen auszusehen, wie den, an den dann noch ganz stolz präsentieren auf einer LGX, wo dann hunderte von Leuten natürlich ein Foto mit dem wollen machen. Das ist der ganze Cosplay. Philipp, kannst du mir gefallen, Mann? Tank von nur Fahrt. Maschine wie ein Feuer, dann ich keinen Chauffeur gebrauchen. Scheiße, dein Taxichauffeur. Und sowieso, ist dein Auto dann nicht bei AXA versichert? Ja, am Anfang Chauffeur, wa? Mal an der Autosassurance von AXA hast du den Joker-Taxi mal dran. Wo du 3-mal am Jahr kannst du rufen und da schicken sie dir ein Taxi, wenn du nämlich am Zustand passt zu fahren. Ah, das ist gut zu wissen, dass du mehr sind mit 3 Kollegen, oder? Aber das ist ganz schlimm, weil den Kollegen, die können auch mal am Taxi mitfahren und die gehen dann bei sich daheim aufgesagt. Ah, cool. Das habe ich noch nie richtig verstanden. Das kann auch aus der Anime-Welt kommen, ja. weil das ist eng so auf der LG so die Anime- und Manga-Welt, weil auch ganz viele Spieler eben aus der japanischen Kultur kommen, aus dem Milieu do. Dann haben wir noch einen Deal, das ist dann der Merch, weil ohne Merch, das sind die Aussteller, verkaufen Tasen, Kappen, T-Shirts, Pulloveren, Figuren, ganz, ganz viel gesammelt gehen. Also es sind ganz viele Kollektionäre heute zu Lützeburg, die Schwerter von den Spielern kaufen, also sammeln, pardon, kaufen und sammeln. Und auch ganz viele Figuren. Ja, Das ist so krass, dass Das das ist eine die Welt ganze von Leben. mir am Anfang nicht wirklich persönlich dran sind. gut. Und das ist so faszinant, dazu zu sehen, wie die Leute da irgendwie... Was tut denn du dran? Was, ja. An der Ich muss Sammlerwelt? natürlich an alle Welten Nee, sammelst du selber? präsentieren. Ich sammle selber nicht. Okay. Weil ich fand es ganz interessant, aber es muss aber auch, wie mit all Hobby, viel Zeit daran investieren. Und Zeit ist das, was ich nicht so viel habe. Also da muss ich wirklich aufpassen, wo will ich Zeit investieren. Ich zocke aber natürlich. Und dann oft zocke ich, aber so Figuren sammeln, schon die ein oder andere schon geschenkt gekriegt, die habe ich, also schon ein paar Figuren. Nee, ich kann aber ganz viele Kollegen von mir, da sind wir bei 100, 200, 300 der Figuren, die haben ein ganzes Zimmer dekoriert mit Figuren. So wird mit Großfiguren oder die Funko Pops, wo so alle gut kennen, das ist ein Marché für sich. Ja, Was mega. Funko? Die gewannen ja dann noch an Wert. Funko Pops sind die kleinen, wo so an einer Küste aufgebaut sind, wo du für ein Vitrine hast. Am meisten von einem Gaming und sind alle so ein dicke Cup. Ah, ja, das Eine ganz dicke Cup und eine kleine Kippe. Ja, ja. Okay. Das sind Funko Das ist Pops. so krass. Ich kann das alles gut nicht, muss ich gestehen. Und das, also ich meine, geht nicht, geht kein Franchise, wo Funko Pop noch nicht gedeckt wird. Also Okay, da finde ich von bis. Okay. Und die auch NFTs. Bestimmt. Bestimmt. Auto das muss ich wirklich reden. Du seid am Anfang schon aus, wie ein wisst Ja, es. ja, geil. Das ist auch ein Medium, wo wir attackieren, natürlich Metaverse, NFT, Krypto, alles was ein bisschen digital ist, weil als Leute dort Gamers, das sind meistens die, die in einer digitalen Welt unterwegs sind. Ja. Und die auch kein Problem mit Covid gehabt, also mit der Covid-Zeit, weil sie sind einfach weitergemacht wie für Drohnen-Gamers am Anfang. Sie waren daheim, also gezockt. Ja. Genau wie für Covid. So. Also denen ist Covid so ein bisschen nah nicht gegangen. Ja. Gell? War ein bisschen Ironie natürlich. Ja, 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 die sind noch an der Welt von Metaverse, wenn wir auf der LG ein bisschen angreifen, die digitale Welt. Ja, wie greift das? Also, wer attackiert das dann? Wir haben noch Sprecher. Wir haben eine Bühne, wo den ganzen Tag auch Konferenzen gehalten gehen. Und da probieren wir dann auch den einen oder anderen Speaker zu finden, den über die Welt von der Digitalisation von A bis Z oder sei Spezialgebiet durch einen kleinen Vortrag von einer halben Stunde halt. So bauen wir die Sachen da mal Könnte dran. Mark. Ja. Was lief? Könnte Mark? Zuckerberg. Ah, den haben wir auch gefragt. Wirklich? Ja, ja, wir wollen doch kommen. Hat leider keine Zeit. Dann hast du für Ja, das nächste, ja. Ah, da kommen wir Wir Platz. können das Jahr noch sehen, 2023, Mark Zuckerberg. Du hast gesagt, dass du Oves, spielst du alle Oves, zockst du? Ziemlich, ja. Ja? Was spielst du dann alles?
am Moment das Spiel wo ihr kennt Ja. Ah, ja das ist Predecessor okay. an das ein Spiel wo 2016 bis 18 um Marche war an der Paragon geheescht huet an sind de froh darüber können schwarze gewesen das ist ziemlich mein Lieblingsspiel das wie League of Legends das MOBA wo in 3 Lanes wird MOBA, das ist schon. MOBA als eben ein Spiel wo zu 5 spielt 5 gegen Okay. 5 an einem Team League of Legends müsste Begriff für jede Ja, ja. sehen und dann wurden die verschiedene Rollen einen Healer einen Carry einen Midlaner einen Offlaner oder mehr ein Toplaner an der League of Legends Offlaner Okay. also dann Paragon da sind wir schon am technischen Bereich mega. Das- Das sprengt Nicht zu vergessen mein- ein Jungler noch Okay. voilà, und da muss ich eine Aufgabe also muss ich versuchen dem anderen hier Base zu zerstören Team und dann the Care und da das so ein Spiel wo ich gerade spielen nimmen dat momentan weil das 2010 geschutdown gehen Server sind so gemacht gehen ein groß Kammer op das nämlich von Epic Games das Spiel Okay. an Epic Games kennen wir alle Guten weil Epic Games ist den Developer für Fortnite Ja. den dieselbe Zeit rauskommen mir wo sie bemol gesot tun Milena aber bis mir wer op Fortnite weil mir mengen dat méi Suse mat racht Ja. natürlich Schade eng Train wo, wo 2010 der Server zouugemat gin an dat Spiel war nemmi mége zu spielen Hey, wie krass. Big Base. an der 3 Studien sich zu Herz geholt für dat ze developieren und das lo am Dezember rauskommt für engem Monat Wo hast du dran investiert? So, dass der Am Anfang ist schon Crowdfunding. schon net lokal ja wat das an Early Access Phase 20 Euro an Spiel aber gratis raus Okay, okay, okay. Das hat gut gemacht. irgendwann ja das wird zu unterstützen natürlich ja nee, sos FIFA spielen nicht Clash Royale spielen nicht Rocket League hun ich gespielt Overwatch 2 lo den nicht so viel mit Overwatch 2 Zelda und ich immer gespielt die von meinen Lieblingsgames Mario Spieler und dann kindisch lo eine Stunde so weit vor weil ich muss ziemlich all Game kennen Sowohl wer an Games gespielt ob er im Event. Oh, op der LGX können Altspieler gespielt gehen. Das ist all Jahr ein bisschen anders. Wir hatten Turnieren auf Ja. Apex, hat den auch gespielt. Weißt du, ich muss auch ein bisschen über alt Du spielen. hast auf jeden Fall so 3. Das Nee, ist, das ist das ist bei der Post E-Sport Ah, Masters. okay. Das kennt recht. Okay. Du verwirrst sie zwei Mengen. Ja. Das ist die das andere. ist Nee, nicht seine Herzen. das ist ein bisschen alles. Wir sind auch bei meinem Herzensprojekt. Ja, okay. Also bei meinem echten Herzensprojekt. Oder mehr nicht. Ja. Nee, ich muss ein bisschen über alt Spieler kennen. Ja, natürlich. So bei einer Convention kommen 1000 Leute bei mich an Südriver lieber sei Spiel schwarze hat mehr. Also wann ich nicht weiß, das ist so ein schnell. Ja, so wie mir. Dafür. Das Abend für dich am Anfang zu zocken. Oh nee, also habe ich gesehen, ich Nee. nicht. Also das man ich, also schaffe noch gerne. Ich stehe am Anfang all da gerne ob und ich gehe gerne ob da bist, weil nicht wirklich ob da bist. Also ich meine, das was ich gerne mache im Leben. Der zockt just die Geht ganze gesund, wenn du das musst, was du gerne musst, dann schaffst du nie mehr in daran Dingen im Leben. Und das meine ich schon, ich seit 2016 ein bisschen so umgesagt. Ich bin immens froh, guckst nicht auf Dauerzeiten. Das Wichtigste ist, dass es fair geht. Du willst nicht am Kreis trainen, du willst nicht auf einer Platz stehen bleiben. Wenn du gesagt dass es weiter developiert, ob Events, dass die Leute lachen, froh sind, dann ist dein Job richtig gemacht. Christa Work-Life-Balance an, ja muss hin. Schwierig froh. Also mein Work-Life-Balance ist ganz klar mehr auf Work. Irgendwo muss ein bisschen stehen bleiben, aber wenn zu viel, wie die Leute sagen, entweder Karriere oder Privatleben. Und das ist aber effektiv so, dass ich nicht die 200% natürlich kann investieren. Schon ganz viel an Torbis investiert an den letzten 10 Jahren. An die letzten Jahre, so die letzten 2-3 Jahre, wo ein bisschen raufgeschraubt, für ein bisschen Privatleben auch können zu leben, weil sonst ist das doch ganz lang gegangen. Müsste dann noch normale Sport, also normale Sport. Ja, Ja. ich mache noch normale Sport. Also, Wann spielst du Fußball? ich habe Fußball gespielt, 20 Jahre lang habe ich Fußball gespielt, wie auch Beachvolleyball ganz, ganz gerne. So, das war so die zweite Sportart, aber auch Handball, Basket, Darts. Das ist alles Sport für mich. Also E-Sport, Darts, für mich ist alles Sport, wo es Kompetitionen gibt, wo es trainiert, wo es besser geht. Für mich ist das alles Sport. Aber hauptsächlich Fußball, ja. Ich komme hauptsächlich aus dem Fußballmilieu, wo ich auch Dono als Trainer aktiv war, auch Trainerscheiner gemäht tun, ob der FLF.
ja dann auch bisschen noch handel gestalt wenn 2016 17 wo das hergin das mit der Firma wo ste gegründet tun hunde leider auch du müssen mir kurz treten an dat bis mir noch handel regle an E-Sports allgemein heute zu Lützeburg wie du angefangen hast gowe du schon irgend Dappes so professionellen Niveau oder was du da dann von alles an Fall Menge mit könne so dass mehr Pioniere von E-Sport heute zu Lützeburg sind also 400 net viel Leute hun kannt wat dat bedeuten Term E-Sports mittlerweile mengen aber das leidet alle Gute schon op man denke heieren hun 2015 14 geht dat schon 2016 wo man eben Tourneiere gemacht hun also am Anfang aus so entstanden dass man die Fußballseite halten und das irgend von der Follower kommen an wird gesot schaffen an einen große Supermarché wo ganz bekannt das ha am Land wo der ganz viel hört an der sollten sie an der sollten sie kommerzial eben an der sollten sie mal soll man kein FIFA-Tourneier organisieren und dann machen wir Inskriptionen op für Gileren an schwingen dat war so dat wo Klick gemacht wird bei uns aber auch bei den Medien weil wo man dat bis organisiert hat an engem Tag 256 FIFA-Spieler an die Centre kommerzialbrüt tun an die ganz Galerie voller Leute war nimmen für not zu gucken für dort zu spielen an von uns op ihren Tour gewalt für zu spielen erzählt mit immens gut ausgesehen. Da sind Medien alle gekommen, aber alle Götten für Interviews zu machen, Fotoen. Und dadurch sind dann Leute drauf aufmerksam gehen, aber auch, viel mir wichtig, Businesses, das heißt Sponsore, Partenariate sind da entstanden, wo man früher vielleicht nicht so hatten, weil es eigener Kraft war. Die ersten Jahre war schwer, ganz schwer. So einen 60-jährigen oder einen 55-jährigen Pitt, den du am Marketing setzt, zu erklären, dass Melle will einen Sponsor kriegen für so Gaming-Tourneier. Und er war selber schon gesagt, vor Sänger kann er, weil die ganzen Tag spielen im Speicher oder im Keller. Das war schwer, du hast so einen Deal durchzukriegen. Wie die Medien bis darüber berichtet und dann sind bessere Recherche gemacht. Aber wie da am Abschwung, das muss ich bedenken, der Gaming-Sektor bringt mehr Chiffre d'affaires ran, wie die Kinobranche, die Filmbranche und die Musikbranche. Auf dem Punkt sind wir, wenn wir die ganze Gaming-Branche wollen, Spieler verkaufen, E-Sports, alles zusammen. Das ist krass. Das ist nicht zu negligieren, ganz einfach. Das ist etwas, das ist ein junger Sektor, mit wo rasant schnell die letzten Jahre geklommen ist. Und wenn er mehr nur leistet, die nächsten Jahre noch ganz, ganz viel klammen. Und das auch so, Iva so an der Culture kommen, weißt du, so, kann das Ganz Travis Scott so Fortnite-Konzert oder so. Ich rede auch Fußballspieler. Den Erning Ronaldo, der brasilianische Ronaldo, den hat einen Twitch-Channel, wo er regelmäßig drauf spielt. Der Mesut Özil hat ein Team. Den Gullit, holländische Ancien-Spieler, hat ein Team. Die sind alle gut in dem Moment gefangen. Griezmann hat ein Team. Also, auch die Musikbranche, verschiedene Rapper haben noch angefangen zu investieren. Jeder setzt sich, komm ich mal ein bisschen da, gucke wie das geht. Und es gibt einfach auch so an der Branche Personalitäten wie Ninja, die Zeit vor Fortnite, so, die dann nicht standen sind, wo Leute auch rumgucken können. Also ich meine, das ist auch immer wichtig für eine Branche, dass es so Leute gibt. Das sind Ambassadeure, die drohen Mark, die drohen den Sektor, die drohen einen Mark, wie Ninja richtig genannt, dass die größten Twitcher, wenn man so wollen, das ist mir aufgegangen, das ist nicht die größte. Also das hängt von ab, was du guckst. Wie geht es dann noch alles so? Oh, es sind neue Rekorder gebracht von Same-Time-Viewers eben auf Twitch und das geht all Jahr zweimal gebracht, also das nimmt noch ab, das ist spannend und die ganz groß. Mit hängt immer Familie auch auf. Du kannst die größten FIFA-Streamer sehen, hier hast du die größten Fortnite-Streamer. Die Spieler sind nicht immer gleichwertig, man den zu vergleichen. Das ist schwierig. Die einen ist eine große Community, andere sind eine kleine Community. Dann ist es doch schwer, da mehr Viewers zu kriegen am Stream. Fortnite war aber ein bisschen so die größten heute, oder? Ja, Fortnite hat vieles richtig gemacht, Punkte Marketing. Die auch mit allen Franchise zusammen geschafft, mit Dragon Ball, mit den Filmen, wenn neue Filme rauskommen. Und dann sind wir den Skins. Die Skins sind am Spiel am Anfang wie der Charakter ausgesetzt. Die Skins genannt und das ist die Milliarden so immens groß, die letzten Jahre gehen. Für 15 Jahre ist das nicht gehen.
Weil das einfach selbst klang ist. So, das ist nicht mehr ästhetisch. Ja, das bringt da kein Vierdeel am Spiel. Nee, das ist ein bisschen Flex bringt es auch. So, wenn es mir cool ausgesehen gucken die Leute, oh, nur die Skin, die sind am Mirach. Und der Konto ist mehr wert. Wenn du Konto hast mit alles Skin zu einem Spiel, dann kannst du dein Konto verkaufen, wenn du so willst. Das ist nicht immer erlaubbar, alle Spiele, die verschiedene Spieler erlauben nicht. Auch die, die nicht erlauben, gibt es aber natürlich einen Schwarzmarkt für das zu machen. Und was du mehr Skins hast, was der kommt, mehr wert ist. Das ist einfach ein Äquivalent zu einer Wirklichkeit, zu Machtkleider oder Auren, so Sachen. Ja, das ist ausgesehen. Skins ist einfach dann ausgesehen am Spiel, ganz genau. Wenn du 8 Stunden da zockst, dann ist das wahrscheinlich mehr wichtig, da auszusehen wie am richtigen Leben. So geht es ja auch ganz viel. Thema Metaverse, das ist ja auch so ein Thema. Das ist egal, wie du es gesagt hast, Hauptsache an der virtuellen Welt trittst du ab, so wie du willst. Sagst du das dann irgendwo kritisch oder gar nicht? Metaverse? Ja, einfach genau, ja, den Trend. Metaverse gibt Argumente dafür und Argumente dagegen, wie man ziemlich allem. Ich selber zähle mich zu so einer Generation mit 30, wo ich auch die kritischen Punkte gesehen habe. Ich habe gerne sozial leben. Covid-Zeit zum Beispiel haben wir viel Online-Events gemacht. Also nicht mehr Online-Events, weil physisch waren nicht möglich. Das war flott, aber schon nicht physisch lieber. Schon lieber Event zu stehen, auch rundherum Leute zu holen, die zu sehen. Das sind eine Ambiance an andere Emotionen, wie wir den online, wo du am Chat Sachen lesen kannst. Die menschlich, die Gesten und die Mimiken, die gesagt ihnen dann nicht, die spüren die nicht. Und sind mehr Fan von der physischen. Das ist doch schon ein bisschen mehr kritisch, wie ich das gesehen habe, aber nicht mehr kritisch. Also tut sicherlich auch sein Vorteil, Metaverse für Sachen zu vereinfachen, durchzustellen. Das muss man alles gesehen. Wir könnten den Podcast so wie wir heute sitzen machen, aber wir waren nicht heute. Wir gesehen aber, und das Zufangsphase. Wir gucken mal, wohin das alles noch geht. Da entwickelt sich ja alles noch. Meinst du dann, dass das wird sich irgendwie durchsetzen irgendwann? Sicher, oder? Ein Teil sicher. Ja. Ein Teil sicher. Also für Träger auf den Mark Zuckerberg zu kommen, Facebook hat sich nicht verneigt, hier Holding Meta genannt. Du hast einen fetten Plan an den drin. Und Facebook wird auch von den nächsten sind, die den Plan werden umsetzen für das Grand Public. Wo ihr dann den Equipment daheim holt, ich weiß nicht, vielleicht haben wir keinen Hand, wo ein Kamoje so, wo ich kann spielen, filmen, der Brüll, den Menschen kennt ihr mittlerweile jeder, der VR-Brüll. Da sind doch keine Welten antauchen, die früher nicht möglich waren. Konzertbesichen. Zum Beispiel Konzertbesichen noch, wo dann 1 Million Leute am Publikum sind, oder 10 Millionen, für komplett über 3, weil es da möglich ist. Das tun wir auch mal am Harvard geschaut. So Sachen gesehen, oder wir sitzen daheim, wir gucken einen Film zusammen, wir sind sogar am Film dran. Aber wir sind nicht physisch neben den einen, aber sitzen wir neben den einen, haben wir gesehen als so Sachen für so, weiß ich nicht, Leute, die eine große Distanz haben. Der Papa mit der Kanner zum Beispiel, weil er schafft und so, aber kann mehr wie ein Telefonsgespräch oder Videocall oder kann zusammen sein. Das sind vielleicht positive Elemente da. Funkt da so wie 24 Jahre ist nicht kann 4 Scheiben lang zu FaceTimen. Ja. Weißt du, das Also das kannst du alle 10 Jahre so. Genau. Alle 10 Jahre. Genau. Ja, kannst du nicht vorstellen, so und so. Und da verschwindet etwas und das ist die Evolution. Ja. Aber wie ist es heute zu Lützeburg mit so professionellen E-Sports? Gibt es heute Spieler, die da verlieren? Spieler gibt es heute nicht. Also wir haben nicht so viele E-Sportler hier am Land, die Fulltime können davon leben. Also das Fulltime machen und davon leben. Es gibt wohl ein paar Spieler, wir schätzen aber von einer Handvoll, maximal 10 vielleicht, die sich ein Taschengeld nebenan nicht können verdienen. Das Niveau aus verschiedenen Games wohl gar nicht so schlecht. An andere Spieler sind wir weit hinten dran. Ja. Also an alle Spieler von der Welt spitzt sind wir relativ weit wasch. Okay, Lützeburger den der Beste von der Welt ist an einem X-Spiel. Das tun wir nicht. Wir haben aber verschiedene Spieler, wo sie können matthalten. So da fällt man FIFA zum Beispiel an. Ja. FIFA selbst, das ist echt, was man von mir selber promoviert tun. Ich denke, dass es doch dadurch so eine große Community gibt. FIFA allgemein, die Community war schon immer da. Also die haben mehr nicht gemäht, das liegt auf der Hand, das Fußball. Ja. Also nicht so technisch wie League of Legends. Wenn du League of Legends nicht kennst, dann verstehst du nicht, was da am Bildschirm geschieht.
wenn du das nur guckst. Bei FIFA verstehst du das, wenn ein Goal fällt. Da sind verschiedene Spieler, die schon ganz groß nehmen, also ein Weltmeister, Vize-Weltmeister, die schon gegen die gewonnen. Okay, krass. Aber selber noch nicht auf einer Weltmeisterschaft eine Runde mitgemacht. Qualifikationen natürlich, mehr eine Runde nicht. Das sind wir heute zuletzt nach Hannen dran, wie von anderen Ländern. Wir sind an dran. Ich denke mal so am normalen Sport gibt es ja so sportlich ja so Infrastrukturen, die das fördern. Ja. Und müssen das auch gehen am E-Sport oder nicht? Das müsste doch gehen. Müssen das gehen? Das müsste doch gehen. Mit welchem Argument? Wären da genug Leute, die das preisstellen? Ich kann das jetzt nicht so, wie nie das wird gehen, und ob die überhaupt das gehen. Wir meinen nur, wenn du mich fragst, müsste das gehen, natürlich. Es müsste Kurse gehen, mal am Anfang, nur der Schule, wo Leute können von anderen Leuten, von Coaches, Manager lernen. Wir haben da Coaches. Weil Coaches muss noch entstehen. Das ist ein ganzes Ökosystem, den an der Kanner schon noch aus. Es kann ich nicht direkt so mal fängt das ein Milieu do, das ist Sektor do, und kann ich direkt Leute von 40, 50 Jahren kreieren. Das ist ein ganz junges Milieu. Das hält alles Zeit. Mehr Spieler, die aber schon vielleicht 20 Jahre hatten, für rund 10 Jahre, die Leute noch 30 Jahre. Mit 30 Jahren ist die Karriere ziemlich fertig am E-Sport. Ja. Also schon geht gesagt, ab 5, 26 gehen die Reflexe, die Reaktionen einfach nicht mehr menschlich gesehen, ne? Wissenschaftlich gesehen, gehen die Reflexe bilden sich noch an, dann zurück. Die Reflexe gehen nicht besser, wenn du im Jahr gehst. An der besten Alter ist halt 16, 17, 18 bis 21 geht gesagt, das ist das beste Alter für Reflexe. Reflexe, Evaluierungen, bei einem Spiel wie League of Legends möchte der beste Spieler von der Welt die 80 Decisionen pro Minute. Wie viel ist normal so? Für einen Normalstift? Das weiß ich nicht genau, und ich habe keine Statistik. Weil ich weiß nicht, ob viel oder wenig ist. Pro Minute 80 Decisionen. Okay, das ist mehr wie eine Decision pro Sekunde. Ja, ich habe einen Vergleich wert. Das ist immens viel. Ich weiß nicht, ob 10 normal ist oder 50 normal. So mal 20, 30 ist normal. Wenn ich auf die Toilette, wenn ich bleibst Die wollen immens viele Decisionen, wo sie hinlaufen, was soll nichts machen, wie sie leveln und so weiter. Das ist immens wichtig, da auf dem Punkt. Fördern muss in das Ganze, du musst den Staat mal auch wackelig gehen, für das Ganze zu fördern. Also auf jeden Fall, das muss mal unerkannt gehen. Das ist alles ein langer Weg, noch bis du hin. Das ist ja eine Unerkennung für Lützeburg am Ausland, wenn du gut spielst, weil du hast ja auch mit Sportler. Für Gott ja unterstützt, weil wenn Andi Schleck den Tour de France gewinnt, dann als Lützeburg ja. Das ist ein mega Vitrine für Lützeburg, natürlich. Das ist eine Person, ein Ambassadeur für Lützeburg, weil dann der lützebürgische Fandel, der lützebürgische Nummer eben dann an den Medien ist. Und das ist natürlich eine mega Bühne dann für ein Land, für da können aufzutreten, wenn er so in plus den Tour de France den wichtigsten Titel am Cyclism gewinnt. Ich meine, das super, ja. Das E-Sports noch immer ein bisschen so die negativen Konnotationen, so von Zeitverschwendung, kann spiele just nach Dingen. Und dafür ist das nicht immer so negativ. Also gut bei mir sind, muss ich ehrlich gestohlen, sogar noch am Menge im Kopf. Sind hauptsächlich die Leute die schon dran sehen, und eben Leute, die ja Kontakt mit den Leuten sind. Mit der Community geht auch immer mehr groß. Ja. Was aber auch ganz wichtig ist, dass das halt Zeit, das ist eine Generationsfrage. Wir kriegen, wie für das Beispiel von 4 Runden, der Pit von 55 Jahren oder von 60 Jahren, die kriegen wir nicht überzeugt, dass E-Sport Sport wird sein oder dass das muss gefördert werden. Nee, mit die junge Generation. Also komme ich immer zurück an das Gaming Grand Public, als wenn nie entstanden, du gehst eine Netflix-Dokumentation, die ich nicht mehr rekommandieren kann. Highscore, 6 Episoden, die muss ich geguckt haben. Das ist wirklich kurz. Mir das erklärt, wie Gaming von den wo die Zentren, wo immer Born Arkaden stungen, die Automaten. Weil früher hat nicht du eine Konsole. Das ist recht mit dem Nintendo Famicom, also Super Nintendo, Nintendo kommen die Sachen entstanden. Das ist Generationswesen. Und du schwätzt mal von 80er Jahren, die wo so 80er geboren sind. Naja, die Leute haben Haut daneben von anderen 40 Jahren. Sommer so los kennt die Generation an 20 Jahren und die da 50 60 sie vielleicht Politiker, sie vielleicht auf große Plätzen und Entreprisen und da ist eine Generationsfroh. Komm wir gucken einfach immer 20 Jahre zurück, komm ich mal auf die Jahr 2000 an den 90er, da war E-Sport noch kein Begriff. Ja, das ist auch krass par rapport zu Demos. Absolut. Also schon, du vielleicht noch eine Anekdote, ich war bei DSL so
die größte Firma, was E-Sports anbelangt, von der Welt. Das ist die Electronic Sports League, die geht nur 22 Jahre. Das ist einfach sinnbildlich. Das 2000 sind die Überlegungen gemacht gehen, wie machen wir E-Sports groß. Komm ich hol, und ich war da auf einer Formation oder auf einer Konferenz und da ist auch der Satz gefallen, Fußball hat 120 Jahre gebraucht, für dem Stand zu sehen, wo Millionen Lorezenten mit Ronaldo de Wirsel gesehen, wo der schwarz man von Hunderte von Millionen Kontrakte auflesen, Gehälter. Die 100 Jahre gebraucht, bis du hinzukommen. Der E-Sport wird keine 100 Jahre brauchen, weil den schon noch 15, 20 Jahre auf einen ganz anderen Standpunkt wie demolisch der Fußball nur 20 Jahre war. Du hast im Moment nicht aus England raus gewesen, voilà, aber ganz Welt hat noch nicht gekriegt. E-Sport hat ganz Welt gekriegt. Das hat mit was zusammen zu tun, mit der Digitalisation. Heute geht es so, du musst einen Post an den Story auf Instagram und du kannst direkt und 10.000 Leute, vielleicht Millionen Leute, dem wie groß du bist. Früher hast du wissen, wie viele Plakate abhängen, dann kann ich rundherum fahren, für Millionen Leute zu erreichen. Das ist einfach das. Ja, klar, natürlich. Okay, da kommen wir nun Post, Genau. die Wand. Ja, Post-E-Sport Masters. Das lascht die Wand, oder was noch du noch? Nein, wir wollten von zwei schwätzen. Dann ist es ganz klar LGX und POM kurz genannt. Post-E-Sport Masters, das ist ein Circuit, wo 3 Spieler gemacht sind. Also ein Circuit nennt sich ein Championat, wo an 3 Etappen ist. Die erste Etappe geht regelmäßig gespielt. Also, es gibt eine Qualifikation gemacht, wo ich kann teilholen. Das ist gratis, du könnt das gerne noch anschreiben. Schattieren, da gibt es ganz viel Clash Royale spielen. Ganz viel. Ja. Und da gibt es eine Qualifikation und da kommen die 16 Besten an eine Liga. Die spielen dann eine normale Round Robin, das ist jeder gegen jeden, ein gegen den einen. Und da gibt es ein Final Ende des Jahres, die dann auf der LGX Convention wird das Jahr stattfinden. Das ist noch ziemlich. Das hat ich noch nicht so, aber los draus. Das ist noch inoffiziell. Wir können doch Piepsen, ja. Und Dono können Clash Royale und da können Rocket League. Das heißt, es sind 3 Spieler, wo die Leute, die Gamers von den respektiven Spielern sich können nachschreiben, Qualifikationen können spielen und da probieren, den Prize Pool von insgesamt 20.000 € zu gewinnen. Das heißt, wir spielen dann auf der LGX. Ich meine, Netzwerk am Finale, ja. Das ist vom Team Gellefro E-Sports. Ja. Muss man ein Team haben? Nein, das war einfach so gesagt. Okay. Ja, wir können noch ein E-Sports-Team drin. Könnte doch so Duo gespielt? Nein. Bei Clash Royale? Ja. Nein, das ist Einzel. Okay. Das ist eine Einzelkompetition. Du musst doch schon gegen den einen. So Mit ist Schwung, ein Mann. No-Brainer. Qualifikation probieren, ja. Okay. Ja. Ja, doch, Und da gewonnen. wie ist den Deal mit der... Was möchte Posto? Sie sind Sponsor. Sie gehen zu. Okay. Gesagt, nee, sie sind Initiateur von dem Projekt. Das war ein ganz wichtiger Step, dass so ein Gigant wie die Post auf dem Marché raklemmt. Das hat viele Tiere noch abgemäht und auf vielen Tieren noch, auf viele Käfige auch gerüsselt. Weil die sollten sich ja, wenn so eine raklemmt, dann ist das vielleicht aber etwas, wo man muss mal einen A-Drop halten. Also da haben wir wirklich gemerkt, Medien alle Guten, als kontaktiert, für Informationen zu kriegen, die Kommunique der Presse, ein Kanal gefragt, viel invitiert gehen an Interviews, Radioshows, die Sachen, am Fernsehen waren wir auch. Also da haben wir wirklich gemerkt, das war ein guter Step noch für. Da sind wir einen großen Schritt noch für gesprungen, wo Post-E-Sport Masters ist entstanden. Das so die Feiertsaison 2020 war die erste. Und du den Case gerabbelt. Ja, du hast einen großen Investment an und natürlich, die haben noch hier ausspricht. Also Partner wie Posto möchten nicht einfach so ein etwas so du hinklagen. Nee, du hast jetzt schon das und das und das und das, wirklich qualitativ. Streams, wir haben regelmäßig gedacht, es gibt 5 Streams pro Spiel gemacht, das heißt 15 Streams am Ganzen und dann noch 2 Finaldisch, wo auch denke, ganz gestreamt gehen. Und du gucken noch die 100, 200 Leute noch pro Stream. Okay. Post hat auch so ein App rausgebracht. Ich hatte hier aufgelöst, wo du kannst Auto von der Stadt. Hast du das gesehen? Da hat er nicht mit der Post-E-Sport Masters, sie sind dafür wesentlich nicht. Nee, das will ich schon nicht genau eine App. Ich weiß, dass sie ein Gaming Cloud tun, wo 4.000 Spieler drauf sind, wo du so dabei kriegst, voilà. Das weiß ich. Aber nur das am Auto... Sind Sie auf Ihr Stuhl gekommen oder sind die auf Sie durch?
Sie sind op Eis durchkommen, das war nur der LGX 2019. Okay. Das war wichtig Jahr, weil 2019 sind wir nämlich vom Casino Mondorf, da waren die ersten 3 Editionen von der LGX, sind wir rüber geplündert an Lux Expo, das war ein ganz großer Schritt. Das war am Terme von Visiteuren von 3000 Leute über 2D auf 14.000 Leute auf 2D. Das Niveau Infrastruktur, Logistik, Manpower, wo ihr braucht, Investment, wo ihr braucht, daran nicht ein Unterschied. Und das wurde noch gemerkt, weil wo wir da bis waren, da war immer ganz Land, ja, LGX, das kennen wir. Und da nur direkt, das war dann September, das LGX all Jahr, das war dann Oktober, November, das Post dabei durchkommen. Wir wollen ein Championat. Mal der so etwas. Also man natürlich ja. Wie war gerade die 3 Spieler? Weil Clash Royale der beste Spieler ist, um Handy zu spielen. Genau die 3 Spieler, wir selber haben mit FIFA angefangen zu promovieren. Das war auch strategisch, wo wir gesagt haben, dass selbst was Leute werden relativ einfach verstehen. Wo wir auch sagten, da werden wir Partenariate, Sponsoren finden. Bei den Shooter-Spielern ist das immer so eine Sache. Nicht jeder will sich Counter-Strike zum Beispiel für das Spiel auch zu nennen, das hat man halt nicht. Das dann Terroristen gegen Antiterroristen, also schon mehr so Armee, die gegen Terroristen gehen, über die Spezialunität von der Police. Ja, für diese Sponsor zu finden, das ist mir schwer. Für was die anderen 3, die sind ziemlich friendly, also friendly erstens mal, das war der Post manchmal immens wichtig. Sie haben noch da, das letzte Wort mit den Spielern, sie sich schon auch raus. Mehr machen Propositionen, mehr gehen Consulting, mehr beraten sie, aber sie haben das letzte Wort quasi bei allem, was natürlich an der Post eSport Masters geschieht. Mehr setzen es dann Mehr mal von A bis Z setzen wir das ganz das geht über Kreation, Kommunikation und dann die ganzen organisatorischen Bereich auch für die Liga. Mit Admin, mit Turnieren, die Sachen, das machen mehr alles. Und ich meine, die 3 Games waren gut rausgesicht, weil die decken noch nämlich Rocket League auf PC, Clash Royale Mobile, also Handy, und FIFA auf der Konsole. Also heute noch die 3 Plattformen gedeckt und 3 Male komplett anderes Spiel. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also Clash Royale, also ein bisschen ein Mobile, wenn ich zu kann sagen, da gehen doch 2 Lanes, mir hat ja ähnlich darüber geschwärzt. Rocket League, Auto und dann Gola-Schießen, auf FIFA, Fußball, auch Gola-Schießen, also schon einfach zu verstehen. Was hast du gemacht, wenn sie so Doodle Jump proposiert hätten? Doodle Jump, Fall Guys und praktisch Farmer-Simulator, Farming-Simulator, wo doch Kompetitionen gibt. 250.000 € Preispool, ich war auch bald vom Spiel gefallen. Ja, da hätte ich ihnen gesagt, ja. Machen wir das. Nein, sie sind alles so gefreut und die waren nicht an den Suggestionen mit dabei. Wir haben schon geguckt, doch, wo es heute zuletzt etwas, wo ein große Kommunität da ist. Geht hin in eurem Zölen, geht ja darum, nicht, dass nehmen mehr 3 da mitmachen und dann gucken, wen der Beste ist. Nein, wir haben pro Spiel über 100 Leute, die sich da anschreiben. Über Lützburg raus. Das heißt, Großregion bis zu Sommer 100 Kilometer über die Grenze, also so eine Stunde fahren, können die Leute sich auch anschreiben. Okay. Ja. Okay, wen hat gewonnen letztes Jahr? Lützburg, den letztes Jahr muss ich überlegen, eine deutsche Equipe Rocket League, die waren mengenlich mit engem Lützburger vertreten an 2 Deutsche, weil Lützburg hat den Domisten Hund, das waren Konditionen. Am Clash Royale auch den Pitou hat gewonnen, also Französ. Lützburger waren aber immer so 2., 3., an einer anderen Edition hat auch mal Lützburger gewonnen. Und am FIFA war auch ein Französ, der gewonnen hat. Der muss Match spielen. Ja, man spielt bei Clash Royale. Da geht der Gewinner bei Clash Royale. Den hast Lützburg. Das ist so witzig. Bisschen Training, ich meine, how to the YouTube. Bis wenn die sind, guckt ihn das alles. Qualifikationen sind FIFA am Januar, Clash Royale müsste Februar sein, an März, immer April müsste Rocket League sein. Also alle gute Informationen sind im Site, postesportmasters.lu. Da finden alle gute Informationen, wenn sich will anschreiben, über Post eSport Masters, über das Championat,
aber wenn sich will renseignieren über LGX, dann ist es lgx.lu. Kann sein. Dann hältst du dir le congé. Bootcamp. Geht noch heute ein Podcast-Studio funktioniert als Bootcamp. Ja. Ja, was sie. Was sind die Next Steps für deine Firma? Was willst du noch machen? Wissen, ob es auch nicht, wie die Wand damit groß zu machen und noch. Ja, da sind ein paar Sachen, die an Planung sind. Da passt ein Job, weil ich alles so nicht da schon Sachen verraten, die noch nicht ganz publik sind, noch nicht ganz offiziell sind. Next Steps. Also Next Steps wäre, für das wir wirklich, wir hatten schon ein Thema, das ganz mehr gefordert kriegen vom Staat. Dass der Staat angesagt, dass Gaming-Kultur existiert. Ich gehe nicht unbedingt an den Sport schwätzen, wenn wir über E-Sport schwätzen. Aber von allen Gamers ist das nicht. Den E-Sport ist nicht mehr der kompetitive, wen ist der Beste. Mit der ganzen Welt vergleichen sich früher wurden sich mit Singer City verglichen, mit den Kollegen an der Straße gespielt. Heute ist das Niveau so hoch, weil eben sich Kamosen mit in Brasilien, wo an Südkorea sitzt, die ganze Welt eben. Ja. Next Steps wäre ganz klar, dass wir da so Ambassadeuren haben, die richtig erfolgreich sind, die dann als Vorbildfunktion für die junge Generation, für die Kanal Dinge. Erik Rolge. Die dann eben, spielt ihr noch? Ja. Was dann? Ich weiß nicht, den Twitch, weißt du? Ja, mit mehr Fun gehen. Das ist Nehmen die ganze, für mich ist es mehr Gaming-Kultur. Ja. Wo man noch viel muss machen, weil das ist wirklich der großen Teil von der Leute. Das ist eine Kultur, frei aus der Geek-Term oder den, ja, du bist ein Geek, das war ein bisschen eine negative Konnotation. Haut ist das cool, das ist ein Geek. Haut keine T-Shirt, Geek, hi. Haut ist das mega cool, das ist akzeptiert, das toleriert, das akzeptiert, das ist in der Kultur mal dran, wo wir nur im Moment sind. An alle Guten, die ganze Gaming-Kultur muss noch mehr gefordert gehen, für dass die Leute auch zusammenkommen und beim Event Spaß haben, dass du Sachen proposiert gehen. Aber das damit klemmt, aber automatisch den E-Sport matt klemmt. Da sind wir zwar mehr, meiner Meinung nach, dann, wenn wir über E-Sport schwätzen am Sportbereich, wo dann eine Kosel soll aufmerksam drauf gehen. Du laufen natürlich Gespräche, das ist nicht, dass die noch nicht hören und davon. Bis da akzeptiert geht, dann ist mir, hey, leider sind wir zuletzt immer ein bisschen dran mit allem. Das ist nicht nur Mensch am Gaming, E-Sport oder so. Wir sind dran bei vielen Bereichen. Ich verstehe aber auch, dass da nicht krass gepusht wird, weil, also weißt du, wie soll ich sagen, als Lützeburg Sport zu fördern, da das ja dann für solo körperliche Aktivität zu fördern, für körperliche Gesundheit zu fördern, wenn du ganz weit weg, also ganz Meta guckst. Aber E-Sport ist das nicht der Fall. Das ist bei Gaming nicht immer der Fall. Bei E-Sport ist das ganz, ganz wichtig. Das ist auf Gaming. Von Gaming, ja, aber das schwätzt man auch nicht vom Sport. Das schwätzt von der Kultur. Aber doch, weil Sport generell wird ja schon gefördert. Ja, dann fand ich, müsste den E-Sport auch mal dabei sein, weil wenn wir am E-Sport sind, was Leute mehr fit sind, körperlich, was doch der Kopf mehr fit ist. Und der Kopf ist A und O. Das ist das Wichtigste beim E-Sport. Natürlich hast du den Skills, den Reaktionen, die du machen musst, alles hat man im Kopf eine Verbindung. Und das ist immens wichtig. Ja, das ist für mich so ein Nischenargument, weil ich fand so den Pro-Athlet und den Pro-Gamer, okay, die sind alle zwei athletisch, mit den Amateur-Sportler und den Amateur-Gamer ist halt nicht genau dasselbe. Das hängt von ab, wie weit du sicher gehst. Also es gibt bestimmt nicht Liga in Deutschland, wo sie mit der Bayerpunch spielen und an der Halbzeit die Bayer trinken. Du gehst wahrscheinlich Gamers, die mehr sportlich sind. Wie soll was schmecken? Das statt so argumentiert. Okay, egal, wir müssen nicht überschätzen. Das ist egal. Nee, das ist aber schützfreie Meinung natürlich, ja. Gell? Die einen gesehen so und die anderen gesehen so. Ja. Das ist ein Thema, das ganz viel am Moment gefragt geht, für zu argumentieren, für was das E-Sport-Sport. Ich selber so dass es nicht Sport ist, abgepasst, mit dass es für sich ein Sport ist. Das ist nur ganz wichtig zu verstehen. Sport, E-Sport ist nicht eine andere Kategorie von Sport. Fußball, Handball ist eine andere Kategorie von Sport. Die andere Kategorie von E-Sport sind Spieler. League of Legends, Clash Royale, so weiter. So muss ich nicht gesehen. Und dass die ewige Diskussion, also für mich ist es ewig, weil ich schon nur 10 Jahre feiere mit den Leuten, als E-Sport Sport, das ist schwierig.
weil die einen sind so, die anderen sind so. Wenn ihr einfach seht, dass da eine Kategorie für sich ist, dass das parallel zum Sport steht, und dort Spieler sind so wie heute Disziplinen, weil Spieler sind von Disziplinen vom E-Sport. Ja. So wie Handball, Basket, Schwimmen, Reiten, Disziplinen vom Sport sind. Ja. So ist meine Auffassung von der Sache. Ich meine sowieso im professionellen Niveau, also sicher Iva krass so für den Kopf, so, wenn du spielst. Aber ich verstehe aber, was du siehst, so, wenn du also wenn das Minister unterstützt den Sport in den 3-mal voran den Club in den Handballspieler geht, oder wenn das Minister so investiert für die Leute mehr gamen, weil für die Leute sind ja gut körperliche Aktivitätsmann, aber die Männer sind sie daheim auf der Couche. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist auch so nicht ganz richtig. Also die Sportler sind nicht daheim auf der Couche. Die spielen nicht. Nee, ich meine den normalen. Ja. Der normale Gaming ist auch gut nicht mit Sport zu vergleichen. Ja. Das ist für mich Kultur, das ist eine Gaming-Kultur. Was du Film guckst. Ja, das sind wir in der Filmkultur. Genau, du zeigst mal den richtigen Vergleich. Der wir nicht die Casual Gamer holen und das verwechseln, am Mengen den Mengen E-Sport zu sehen. Das ist falsch. E-Sport ist. Kommen zurück auf die Argumentation, weil du ein Beispiel, gut Beispiel, was du gesagt hast, Tom, das am Fußballbereich war man, ne? Der Casual. Am ganzen Fußballbereich gibt es ja 10 Millionen Spieler. Aber nur 1% von allen Spielern möchte das professionell. Das können wir auch so am Gaming-Bereich. Wenn wir die ganzen Gamers gucken, ist vielleicht 1% wahrscheinlich noch viel drin, die das professionell machen oder so mal E-Sports da machen. Und so können wir das vergleichen. Also E-Sports ist am Anfang Leistungssport. Ja, voilà. Das ist absolut Leistungssport. Also, du musst ja wie viele Stunden spielen den Tag? Das ist ja überall. Von den Kompetitionen, das sind die in einem Bootcamp von 8 Stunden den Tag bis 10 Stunden den Tag. Also, das ist ein Job. Das ist hier ein Job. Die trainieren, die sind dann in einem Gaming-Haus zum Beispiel. Also die großen Teams, Vitality, Face Clan zum Beispiel, für einen zwei zu nennen, die sie für eine große Kompetition sind, die zusammen. Die leben zusammen, die essen zusammen, die schlafen zusammen, separat besser natürlich. Und die trainieren für allem zusammen. Das ist der Team-Spirit, den du wichtig hast, den Esprit d'équipe. Zusammenhalten, auch wenn mal Fehler geschieht, nicht direkt maulen, ihn abbauen, direkt das nicht schlimm, weiter, weil Fehler geschehen. Ne? Wie man früher gesagt hat, so viele Decisionen an der Minute geschehen noch falsche Decisionen. Du musst Gas gehen. Weil denn du mehr perfekt spielt, natürlich, weil denn da besser aus und dann der Gegner auch schlägt. An dem Fall. Also absolut Leistungssport, E-Sports, Leute, wo man zählen, dass E-Sport kein Sport, das für den banalen Satz so durchstehen zu lassen, dass die Leute nicht genug Ahnung haben, dass die Leute, die sich nicht informieren, dass die Leute, die Gaming mit E-Sport verwechseln. Die so ein Casual Gamer, den Kohl an den Chips so ein bisschen spielt, das ist kein Sport. Ja, da sind nicht ganz bei denen. Voilà. Absolut. Da sind wir nicht am Sport. Genau. Das sind die Fehler, die ich auch gemacht habe. Voilà. Andere so, wenn es an der Krawatte kann spielen, dann hast du kein E-Sport für den Schau oder den Darts. Ich bin den ganz passioniert an alles, was kompetitiv ist, für mich absolut Sport. Da geht es wirklich nicht viel drum zu rütteln. Wenn ich viel trainiert, viel investiert, große Kompetitionen hat, Leute, Fans, Communities, die einem zurufen, zuschätzen, ihnen unterstützen, supporten, da sind wir absolut am Sport. Sport ist ja für mich Entertainment. Das ist ja am Anfang egal, wen ihr nennt. Muss ja nicht Sport sein. Das absolut nicht. Also, so. Du musst das ist just für die Unerkennung zu kriegen. Das ist mich schwer. Wenn ihr seht, das ist Sport, also das Minister du Sport, die geht dann unerkannt, das ist Sport, da kann ich die Demande machen für Subventionen. Es geht darum. Als Schachspieler kann ich noch an den Sport sehen. Ja, das war. Da kann den am Anfang ja auch kennen als E-Sportler. Das war so ziemlich das Beispiel, was immer fällt beim Schach. So ziemlich, ja. Also wieder 4 Sterne schon alle Wochen so eine Diskussion über E-Sport oder Sport. Und das ist so etwas, was ich gerne hören, weil das sind die 2 Milieus, wo ich mich immens gut auskenne. Selbst Sport, genau selbst wie E-Sport. Also schon noch keine Präferenz, wenn man mich fragt, was ist da lieber? Gaming oder Sport? Ich habe keine Präferenz. Die 2 sind für mich wirklich von meinen Hobbyen ganz oben platziert. Ja. So, mal zur Frage kommen. Ja.
hast du da etwas ausgedurcht? Wir haben gut drüber geschwatzt. Ja. Und noch ein bisschen Meinungsverschiedenheiten hören von verschiedenen Kapiteln. Und ich meine, so ist doch bei den No-Lauschern, bei den Zuschauern auch froh werden, was für ihr dabei eben als E-Sport-Sport. Wie gesieht ihr es? Da könnt ihr kommentieren, Meinung schreiben. Du werdet von bis gehen, Leute, die ein bisschen mehr im Milieu sind, werden natürlich so, ja. Leute, die gar nicht sich auskennen, die so da vielleicht nicht. Nee. Das wäre mich froh. Mein Gölle froh. Was kann er gewinnen? Gewonnen habe ich das Mapbrot, und zwar ein PS5-Spiel, wo ich weisen. Das ist ein Hot Wheels Unleashed Day One Edition. Das ist noch am Plastik verpackt. Das ist ein PS5-Spiel, wo es gewonnen wird. Der Gewinner muss der dann ausmachen. Yes. Cool. Wo ist ein PS5? Das ist schon ein PS5. Ja. Since Day One. Ja, du musst 100 auch der fahren. Also du musst auch fahren. Maja, vielmals merci für die Zeit. Merci für die Anleitung. Ganz interessant. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao, ciao.